Beim Rasloden Präsident vun der Lützebauer Landjure der Jean Baueren de Gemering Lück Schene gute Moien. Du geseist ganz zufrieden aus. Fir Dich ass der Teilring Homaster die Wender selbst Äre Kap net wäch zu denken. Nee, ich mein für uns als Verein ass der Teil natürlich ein ganz wichtig Event, weil et awer mat dat Event das wat wo man de gräessten Umsatz generieren. Ich mein, dat muss ganz klar so wir ha immer 3 Flotter Dich haut Schulklassen ass immer bisssen mir relax für als Leute an dann moi samsten und sonden sind wir dann immer voll dabei wir können mat engem von den gräessten Stände op der vor am Cateringsbereich als best zu machen. Dat ein Event wat sowohl Branche von der Landwirtschaft, der Sektor oder Sektoren, die rundherum drehen, interessiert mir auch der Grand Publikum. Die vielleicht mal ein gut für Wert steht Lützebauer Jungbauern an Landjuren. Was mehr da alles auf für Wert sie da gegründet gehen. Was Lützebauer Landjuren und der Jungbauern vereint eigentlich genau das, was du gesagt hast, steht die Interesse von den jungen Bauern aus dem ländlichen Raum auf politischem Niveau. Aber auch die Landjuren, wo man viele Leute haben, die nicht unbedingt direkt aus der Landwirtschaft kommen, kein landwirtschaftlichen Betrieb daheim haben, aber aus dem ländlichen Raum kommen, sich für die Themen interessieren und wollen auf so Platz wie hier mitschaffen. Und unser Verein geht es über 90 Jahre, wir feiern demnächst als 100 Jahre. Und ich meine, das ist eine 100-jährige Geschichte, die auf ganz viel Engagement, benevoles Engagement von Leuten zurückblickt. Wo hauptsächlich darum gegangen aus den Jungen an der Landwirtschaft eine Stimme zu gehen. Und das ist auch heute noch immer eine von unseren Care-Aufgaben, die man als ganz wichtig betrachtet. Und dann organisiert er natürlich nettliche Events, wie zum Beispiel der Bauernhof an der Stadt, wird ein bisschen so Dependance vom Bauernhof, dann aber auch dieser Foire, wo der Matzen an die Stadt geht, was ich immer genial fand, weil du da merkst, da sind ganz viele Leute, erstens mal Kanner, die ersteht leben, die keinen Kontakt mit der Landwirtschaft haben, dann aber auch ein ganz international Klientel, die zufällig an die Stadt kommen. Also, wie cool ist das, dann einen Kaufnutzer gesehen und so weiter. Das wird nächstes Jahr im Sinn. Genau, wir werden die Bauern haben an der Stadt, dass am 2-Jahres-Rhythmus gemäht wird. Das heißt, wenn das Jahr Pause, nächstes Jahr ist darum soweit für der Ostervakanz, wird man das machen. Und das ist wirklich genau wie du gesagt hast, ein Event, wo wir probieren, den Bauernhof eben für 3D an den Staat zu plündern, für genau die Leute zu erreichen, die Möglichkeit nicht tun oder die Chancen nicht haben, an ihrem Leben auf den Bauernbetrieb zu gehen, dass man da an der Stadt die Leute ein bisschen Minot bringen, wie die Landwirtschaft funktioniert. Und ich meine, das ist auch ein bisschen der Unterschied von einem Bauernhof an der Stadt zu einer Foire Agricole zu Ettelbrück, dass der Teil auch einfach ein Foire ist, die sich die Leute aus dem Sektor adressiert, die sich die professionellen Leute aus dem Sektor adressiert, an den Bauernhof an der Stadt, aber so ein großes Ziel hat, für den Konsument zu sensibilisieren oder den Konsument für die Landwirtschaft zu begeistern. Beschreibe uns kurz deinen Stand. Wir werden noch am Laufe von diesem Weg nach Lernst kommen. Was lief da? Was kennt Leute geboren? Wir haben einen Stand hier in der Deichhalle, direkt mit einer großen Bühne. Wo natürlich die ganze Weekend für Essen und Getränke bestens gesorgt ist. Wir passen natürlich auch darauf. Bei uns gibt es exklusiv regionale Produkte. Wir haben dieses Jahr neue Flammkuchen machen wir am Menü. Verschiedene Varianten für Vegetarier, mit Fleisch, ohne Fleisch und so weiter. Natürlich auch traditionelle Grillteller. Auch das Jahr neu alles an Halbportionen für auch dem Anti-Gasbier entgegenzukommen. Daneben haben wir eine Bühne bei unserem Stand, wo wir die mal mit Leben gefüllt haben, über die ganze Weekend. Wir haben Musik und die Konzerte spielen, ein Zauberer drauf. Wir haben noch Sonntag morgen eine Masse, die auch live übertragen über Tele. Und das schenkt uns wichtig, dass wir von heute in der Halle das machen. Wir haben das letzte Jahr einen großen Succès. Und die erste Stunde, wo wir hier sind wir bis noch nicht enttäuscht. Da wird dann Herr Richer da durchfeiern, den Harmonie auch von der Lützebauer Landjure Jean Bauern. Vielleicht noch ganz kurz ein Teaser für den Noven, für Leute, die in einer Thematik interessiert sind, die ihr auch im Herz leiten, dass die von den ersten Schulen, Kantinen und öffentlichen Gebäuden. Da sieht er den Noven Teil mit einer Konferenz, die später auch digital wird gehen, Supply for Future. Da geht es auch darum, die Kanner, und das sind auch die von kleinen Müssen lehren, was sie sollen essen für gesund, auch durch die Schule zu kommen und durch die Jugend zu kommen, zu sagen, wir gut Qualitätsprodukte haben und die sollen auch dort zu essen kriegen.
Genau, ich meine, das als von Anfang an ganz wichtig geschenkt dafür auch da von Anfang an uns engagiert gehabt am ganzen Projekt Restauration an die Kollektivitäten. Wir sind der Meinung, dass wir ja an der Lützeburger Landwirtschaft eine Diversifikation wollen. Aber wenn wir die Diversifikation wollen hinkriegen, dann muss man den Bauern auch Aufsatzchancen garantieren. Und da muss der Staat natürlich ja, da muss der Staat am gute Beispiel viel gehen. Und ich meine, das Beispiel, was man den neuen Teil präsentiert wird, kriegen als gut, wo der Bauer auch kann gesehen, dass auch andere Produktionen, wie die vielleicht an der Kritik stehen, dass man zu fehlhaltig sind, also dass die auch können hier am Land eine Chance haben. Und was alles wichtig war, ich meine, das ist bei dem Supply for Future gut gelungen, das ist, dass man sowohl dem Bauer eine Chance geben zu liefern, wie auch einem Grossisten Distribution möchte, das heißt, dass man auch die bestehenden Filieren, die Teil zu Lützeburg können, daran integrieren. Und so denke ich, dass das wirklich eine Win-Win-Geschichte ist für den ganzen Sektor alimentär. Und natürlich als der Partner Restopolis, die an dem Bereich bestens platziert sind, mit dem Ministerium am Mouvement Ökologique, dem Ökozentrum Pfaffendahl, das also den Abend hier um 6:30 an der Halle oder offizieller Ouverture. Luc, vielmals merci für deinen Besuch. Merci auch. Und viel Halle auf Vollportionen wünsche ich der Lützeburger Landwirte an jungen Bauern.